Abends war die Stimmung immer gut. So merkte niemand, dass sie uns damit das letzte Geld aus der Tasche zogen. Als ich eines Nachts meine Aufschriebe machte, beobachtete ich dann folgende Situation. Na, noch was? Ja, die Nacht ist so ruhig und klar. Nein, nur, weil du immer so früh ins Bett gehst. Beobachtest du mich etwa? Nein, fällt nur auf. Was fällt auf? Na, morgens und mittags bist du so fit und abends gehst du immer so früh ins Bett. Ach so. Du solltest nicht so viele Tabletten nehmen. Das ist nicht gut. Die bringen wieso nichts. Was liegt das an? Halt dich da raus. Mein Vater hat gesoffen. Das war aber vor meiner Geburt. Ich glaube, er hat angefangen zu saufen, als man ihn seine Schwester und seine Bruder. Hau ich mal. Diese scheiß Jugoslawienkriege. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er hat mitgekämpft und dann haben sie ihn erschossen. Meine Mutter ist dann nach Deutschland geflohen, um irgendwie damit klarzukommen. Aber verkraftet hat sie das nicht. Und nur weil mein Vater gesoffen hat. Kannst doch deinem Vater nicht die Schuld dafür geben. Mein Vater? Nein. Dem Krieg. Dem Scheißkrieg. Hat mein Vater geklaut, meine Mutter die Freude am Leben und mir eine Möglichkeit, besser zu leben. Das Sozialamt hat die Reise gezahlt, damit ich in der Ferien keine Scheiße baue. Ist doch toll. Ich soll dazugehören. Wie denn? Die anderen haben alles. Jedes Handy, beste Schule, Geld ohne Ende. Dazugehören. Wie? Wenn ich wieder zurückfliege, gehe ich wieder in mein beschissenes Leben zurück. Da kräht doch kein Hahn nach mir. Aber du bist doch was. Mach doch mit dieser Tabletten-Scheiß doch nicht alles kaputt. Bei mir ist es anders, du verstehst das nicht. Scheiße, dann erklär's mir doch. Bleibt davor und Toast, versprochen. Als ich die Tabletten noch nicht genommen habe, da ging es mir dreckig. Also so richtig dreckig. Bin wie in so ein tiefes Loch gefallen. Einfach alles war scheiße. Ich wollte mich sogar umbringen, vor den Zug werfen. Hat aber nicht geklappt, weil irgendjemand die Polizei gesteckt hat, dass ich da in den Gleisen rumturne. Ist ja auch egal. Als ich dann in Behandlung war, ging es mir wesentlich besser. Und der Arzt meinte halt, dass es Veranlagung ist. Ich brauche die Tabletten, um nicht wieder in dieses tiefe Loch zu geraten. Bleibt aber unter uns, okay? Scheiße. Und ich dachte, nur mir geht das so beschissen. Ist ein feiner Kerl, aber lass uns reingehen, ist schon halb geworden.